SRF Audio. Das ist Adelblatten. Ein Dorf verliert seine Heimat. Eine Serie von News Plus Hintergründe. Empfehlt den Podcast doch an 1, 2, 3 oder 4 Personen weiter. Das hilft, damit uns noch mehr Leute hören. Merci. Woher kommst du eigentlich? Von Blato, das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Gampel. Meistens habe ich Open Air Gampel gebrungen. Eine Frage, bei der Jelena früher nicht lange überlegen musste. Heute ist die Antwort etwas komplizierter. Nicht mehr nur eine Ortsangabe, sondern eine ganze Geschichte. Und diese Geschichte zu erzählen, darauf hat Jelena nicht immer Lust. Mittlerweile sage ich bewusst zuerst aus dem Wallis und wenn es dann noch nachfragen, Lütschental. Jelena hofft dann, dass diese Antwort reicht, dass das Gegenüber nicht weiß, was im Lötschental passiert ist. Oder nicht realisiert, dass Jelena aus dem Dorf kommt, das unter einem großen Schuttkegel liegt. Wenn ich es checke und dann ist es halt so. Aber ich tue nicht mehr bewusst sagen. Also ich sage auch nicht mehr, ich komme von Plateau. Das mache ich nicht mehr. Es sind zu viele Fragen, die dann kommen. Manchmal hat Jelena keine Antwort darauf. Sie will auch nicht ständig über den Bergsturz reden. Ab und zu tut es Jelena gut, wenn niemand weiß, was sie erlebt hat oder woher sie kommt. Und auch deshalb ist sie nach Davos gezogen. Ich habe einfach das Gefühl, ich muss einmal weg von dem allem hier. In dieser Folge besuche ich Jelena in Davos. Ich will wissen, wie es ihr dort geht. Und ich frage mich, ob sie dort so etwas wie ein neues Zuhause gefunden hat. Für Nicole ist direkt nach dem Bergsturz klar, ihr Zuhause ist Blatten. Sie will zurück. Weil ich einfach das Herz habe, weil mir einfach, es ist ja da gefallen. Für mich war das Paradies. Hätte ich mir nichts anderes vorstellen können. Aber jetzt, ein Jahr nach dem Bergsturz, zweifelt Nicole. Wer sagt ist, dass wir in 5 Jahren bleiben können? Du musst ja wieder darüber nachstudieren. Da sind 30, 40 Familien, aber alle nach der gleichen Zeit bleiben. Du musst ja dann noch die Firma haben, die Zeit haben. Der geplante Wiederaufbau von Blatten löst Unsicherheit aus. Und auch Diskussionen darüber, wie das neue Blatten aussehen soll. Das ist schon menschlich, jeder will nicht das Gleiche haben. In der Schweiz war direkt nach der Katastrophe die Solidarität groß. Aber einige Monate später sehen viele einen Wiederaufbau von Blatten kritisch. Es wird die Frage vermehrt gestellt, ob man nicht müsste sagen, vergessen es, wir siedeln die Leute um. Das hier ist Adelblatten. Ein Dorf verliert seine Heimat. Eine SRF-Podcast-Serie von News Plus Hintergründe. Recherchiert von Sabine Steiner, Oliver Carrison und mir, Vanessa Ledergerber. Ihr hört die 4. und letzte Folge. Der Neuanfang. Ein Jahr ist nun vergangen seit dem Bergsturz in Blatten. Und Jelena Kalbermatten hat einen Teil davon in Davos verbracht. Sie ist nach Davos gezogen, um hier als Skilehrerin zu arbeiten. Entweder habe ich eine Klasse oder ich habe Privatunterricht. Dann kann ich mit diesen Leuten Skifahren. Ja. Ich treffe Jelena an einem Abend Ende Februar. Sie hat Feierabend und wir sehen uns in einem Hotel. Dort gibt es einen Raum, wo wir ungestört miteinander reden können. Jelena trägt eine Strickmütze und eine Fleecejacke. Bevor wir loslegen, zieht Jelena diese Jacke aus. Und mir sticht sofort ihre Kette ins Auge, die sie um den Hals trägt. Das ist ein Bergkristall. Und zwar nicht irgendein Bergkristall, sondern einer mit Bedeutung. Jelena musste ihn nachkaufen. Sie hatte früher schon mal so einen. Und habe eigentlich immer mega Freude gehabt, dann anzuhaben. Habe ich so ein das Gefühl gehabt, der gibt mir so ein bisschen Energie, der Bergkristall. Also, ja. Und das Kettchen ist ja nachher euch im Bergsturz logischerweise untergegangen. Und dann habe ich irgendwann, wenn ich mit meiner Kollegin noch von Ferien heimgekommen und wieder im Tal war, bin ich mir einen neuen sättigen Kristall gekauft. Und mit diesem neuen Bergkristall im Gepäck zieht Jelena nach Davos und beginnt vorübergehend ein neues Leben. Also ich bin mit meinen Eltern mit dem Camper gekommen. Die Eltern helfen ihr, die wenigen Sachen, die sie seit dem Bergsturz noch hat, in die neue Wohnung zu tragen, wo Jelena dann auch ihre neuen WG-Kolleginnen kennenlernt. Ich hatte die vorher noch nie gesehen.
Und ja, das war eigentlich recht cool gewesen. Wir haben uns, glaube ich, auf Anhieb eigentlich gut verstanden. Also ich finde, man kann es das kann ja euch mega daneben gehen, wenn man so einen Weg hat mit Menschen, die man nicht kennt. Und das ist nicht so der Fall gewesen. Das war cool gewesen. Jelena checkt an diesem ersten Tag direkt auch noch die Langlaufloipe aus. Es hat dann noch geschneit und das sind so alle Bäume weiss gewesen. Und das ist etwas, was ich allgemein, das finde ich etwas so Schönes. Davos hinterlässt bei Jelena einen richtig guten ersten Eindruck. Also wirklich einen richtig guten. Wow, eigentlich bin ich so richtig begeistert von allem gewesen. Jelena ruft ihren Freund an, der nicht mit nach Davos gekommen ist. Er hat das Telefon abgenommen und er hat gedacht, Scheiße, die kommt nie mehr zurück. Ich bin so gehypt von allem. Und dieses Gefühl hält bei Jelena erstmal an. Sie fühlt sich wohl in ihrer neuen WG, mag den Job und die Menschen in der Skischule und geht schon bald zu ihrem ersten Eishockey-Match. Also für so einen Mensch wie mich, ich fahre gerne Ski, ich habe gerne Berge und ja, bin gleich noch jung, gehe ab und zu gerne nicht ausgegangen, ist das Davos eigentlich ziemlich perfekt gewesen. Ja. Jelena kann hier endlich mal abschalten. Es geht nicht die ganze Zeit darum, was mit ihrer Heimat passiert ist. Sie ist jetzt Jelena, die Skilehrerin in Ausbildung, wohnhaft in Davos. Jelena kann sich in Davos gut ablenken. Sie denkt nicht daran, was morgen ist oder was gestern war. Aber irgendwann fängt sie an, Dinge zu vermissen. Oder besser gesagt, Menschen. Also meine Familie logischerweise, meine Kolleginnen, Kollegen und Nachbarschaft und so, die liegt. Mein Freund vermisse ich sehr fest ab und zu. Jelena greift nach dem Kristall, den sie als Kette trägt, und umschließt ihn mit der Hand, als wollte sie ihn wärmen. Sie erinnert sich an den Moment, als sie zum ersten Mal wieder zurück ins Lötschental fährt, um dort mit ihrer Familie Weihnachten zu feiern. Mit dem Gepäck ein bisschen Davos. Nusstorte und Birobrot und Röteli, allerhand Zeugs. Jelena freut sich auf das Weihnachtsfest, auch wenn sie bis jetzt in Davos noch gar nicht so richtig in Stimmung gekommen ist. Wir hatten daheim immer eine Krippe und einen Tannenbaum und mega viel Beleuchtung und so. Und das haben wir hier in der WG halt wie logischerweise alles nicht gehabt. Und dadurch ist man nie so in die mega weihnachtliche Stimmung gekommen. Das ändert sich auch nicht, als sie auf ihre Familie trifft, in Verden bei Jelenas Großmutter. Dieses Jahr ist alles anders. Nicht nur die Weihnachtsstimmung, auch die Zusammensetzung der Familie. Jelena und ihre Schwester haben beide ihren Freund mitgebracht. Und vielleicht hätte ich euch das ein bisschen geschützt, allzu sentimental zu werden, weil es ist allgemein sowieso anders gewesen und es sind noch andere Menschen da gewesen und dann ist wie auch, ja. Es ist das erste Weihnachtsfest seit dem Bergsturz, seit Jelena und ihre Familie das Haus verloren haben. Und dann wird es plötzlich doch noch sentimental, als sie die Geschenke aufmachen. Wir haben so ein Schild machen vor nicht allzu langer Zeit für ein Haus dran, weil wir haben an der Pfäfflerstrasse 48 gewohnt, was einfach so in einem Schriftzug Pfäfflerstrasse 48 ist gestanden. Und mein Papa hat wie für alle, die in diesem Haus haben gewohnt haben, hat er so ein Schild gemacht zu Weihnachten mit neue Pfäfflerstrasse 48. Und dieses Schild sollen alle dort aufhängen, wo sie jetzt wohnen. Nicole lebt jetzt mit ihrer Familie in Wieler, im Nachbardorf von Blatten. Wir sind hier in einer Wohnung, wo der ehemalige Chef von meinem Mann ist. Der ist extra für uns in ein Studio gezogen. Also er hat uns sein Leben umkrempelt für uns. Nicole und ihre Familie sind 4 Monate nach dem Bergsturz eingezogen und haben sich neu eingerichtet. Ich habe wieder so Sachen gekauft, einen Tiefkühler, dass du wieder so ein bisschen zurück in deine normale Routine. Das sind Kleinigkeiten, ein Tiefkühler oder eine Matratze oder ein Wasserkocher, den du hast, oder die Kaffeemaschine, die du hast, oder so ein Küchengerät und so, das ist einfach vorzunehmen wieder kaufen. Es kommt einfach alles wieder langsam in eine Routine wie vorher. Nicole wünscht sich, dass es jeden Tag ein bisschen besser geht. Aber die Realität ist eher ein Auf und Ab.
Ich habe da funktioniert es gut, da bist du voller Elan, da bist du wieder fast wie vorher und dann bist du einfach da bist du eher wieder traurig. Was für ein Pech, dass es genau Platten getroffen hat, denkt sich Nicole immer wieder. Aber auch, was für ein Glück, dass wir noch am Leben sind. Also ich schätze sicher seither mehr, einfach, dass die Leute noch da sind, vor allem die Familie. Die Familie ist dankbar, hier in dieser Wohnung in Wiel leben zu können. Gleichzeitig sind es gemischte Gefühle. Wir fühlen uns ja wohl, wir dürfen auch bleiben, aber du bist einfach gleich, es ist nicht dies, es sind nicht deine Sachen. Wenn die Kinder etwas kaputt machen und reagierst vielleicht gerade ein bisschen über, weil es halt einfach nicht dies ist. Mit meinen eigenen Sachen sagst du, ja, ist jetzt gleich, mein Kind hat da so Spuren haben, aber es ist einfach nicht dies. Und dies, das ist für Nicole vor allem Platten. Nach der Katastrophe gestaltet sie ein Bild von einem neuen Platten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Rechts Schutt, links ein neues Dorf und hinterher die Lötschlücke. Und vorne habe ich so einen Wegweiser drauf mit Heimat, Hoffnung und Neustart. Neben dem Wegweiser sieht man eine KI-generierte Familie von hinten. 2 Erwachsene, 2 Kinder, die Kalbermattens. Nicole stellt das Bild zu Silvester in ihren WhatsApp-Status. Ich wollte einfach ein bisschen zeigen, dass man die Hoffnung nicht so läuft. Wir haben der Kanton, Bund, die Gemeinde, alle sind fest dahinter und geben sich mir etwas aufzustellen. Also es ist schade, wenn niemand mehr mich kommt, so schwer wirklich die ganze Arbeit. Für nichts. Sie macht mit dem Bild auch klar, sie selbst will unbedingt zurück. Weil ich einfach das Herz habe, weil mir einfach, es ist ja da gefallen, für mich war das Paradies. Ich hätte mir nichts anderes vorstellen können. Und irgendwie sieht sie sich auch in der Verantwortung als Präsidentin der Blasmusik. Mein Ziel ist, dass wir das Plateau wieder einmarschieren, dass die Vereine behalten bleiben. Und wenn die Vereine kaputt gehen, gibt es kein Daueraufleben mehr. Vor allem der Gemeindepräsident Matthias Bellwald macht sich für das Dorfleben stark. Wir müssen verhindern, dass es einen Exodus gibt hier aus dem Tal raus, dass die Leute den Kopf hängen. Matthias Bellwald ist das Gesicht des Wiederaufbauprojekts in Blatten. Er hat ein ganzes Team an seiner Seite und eine klare Vision. Er überlegt sich genau, wie er die Menschen aus Blatten dafür begeistern kann. Die Visionen kannst du am besten mit Bildern machen. Dann habe ich sehr rasch meinen Vizepräsidenten angesetzt mit dem Team. Auf der Faktenlage, die wir haben, faktenbasiert, auf der mutmaßlichen Gefahrensituation, die wir noch haben, ein Bild von neuen Platten, eine Vision zu zeichnen. Diese Bilder stellt Bellwald zum ersten Mal an der Gemeindeversammlung vor, schon 2 Wochen nach dem Bergsturz, in der Turnhalle von Wiel. Auf einem Bild steht dieser Satz, den alle noch im Ohr haben. Wir haben unser Dorf verloren, aber nicht unser Herz. Auf einem anderen steht, ohne Ziel ist jeder Weg falsch. Und auf den Bildern sieht man, wo die neue Kantonstraße gebaut werden könnte, wo es Platz hat für neue Häuser. Es sieht ziemlich dicht aus und man sieht vor allem den Dorfkern mit Kirche. Neuplatten muss ein Dorf sein, das Charakter hat. Persönlich denke ich, das muss ein Wohndorf geben, nicht ein Feriendorf. Es soll ein Wohndorf geben. Ich glaube, das sagt schon viel über den Charakter aus. Und Matthias Bellwald glaubt auch zu spüren, was der Bevölkerung wichtig ist. Die hätten sicher gerne eine Begegnungszone, einen Dorfplatz, Dorfinfrastruktur, vom Gemeindehaus bis zur Gemeindekanzlei, ist ein Dorfladen über die Kirche. Ein richtiges Dorf eben. Und das scheint bei den Plattnerinnen und Plattnern auch gut anzukommen. Die sind da waren, die wissen, dass es Standing Ovation gab am Schluss. Die Leute sind begeistert, die Vision, jawohl. Das Bild vom neuen Platten macht Hoffnung. Es gibt Perspektive. Das Ziel von Matthias Bellwald ist ambitioniert. Ab 2029 sollen die Ersten in die neuen Häuser. Ab 2030 soll das ganze Dorf stehen. Aber es gibt noch große Herausforderungen. Zum Beispiel das Geld. Es sind zwar fast 70 Millionen Franken an Spenden zusammengekommen, ein Teil davon ist auch für ein neues Platten gedacht. Aber das reicht bei weitem nicht. Insgesamt gehen erste Schätzungen von mehreren 100 Millionen Franken Kosten aus.
Allein der Kanton Wallis rechnet für sich mit rund 100 Millionen Franken. Und das ist noch vorsichtig geschätzt. Es könnte auch deutlich teurer werden für den Kanton. Und dann ist da eben der Zeitplan. Für Nicole klingt er etwas gar ambitioniert. Der Zeitplan ist sicher sehr sportlich, muss ich sagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der wird eingehalten wird. Es ist natürlich mit einer Versicherung und mit diesen 5 Jahren fast so ein bisschen Pflichtfrist, aber das muss man halt davor noch sehen, wie es weitergeht. 5 Jahre. In dieser Zeit müssen die Plattnerinnen und Plattner im Wallis wieder bauen oder ein neues Haus oder eine neue Wohnung kaufen. Nur wenn sie diese Frist einhalten, zahlen die Versicherungen den Höchstbetrag aus. Die Versicherungen sagen zwar, sie seien bei den Menschen aus Platten kulant, aber trotzdem gibt es viele offene Fragen. Wie geht das weiter? Wie ist der Ablauf? Wie kaufen wir einen Boden? Dürfen wir nachbauen, was wir wollen? Oder werden einfach von der Gemeinde vorgegeben, die Bauten oder so? Und nicht nur ihre eigene Situation beschäftigt Nicole. Geht mal schon weiter dahin. Wir sind nachher an die Gemeinde ein. Wie ist das finanziell überhaupt machbar? Nachher sind weniger Leute. Kostet im Moment halt eine immense Zahl da mit dem ganzen Zeug. Es sind einfach so viele Fragen, die dich nur verunsichern. Auch wo genau Platten wieder aufgebaut wird, ist jetzt 1 Jahr nach der Katastrophe noch nicht ganz klar. Und dann ist da die Frage, was eigentlich die Bevölkerung von Platten will. Matthias Bellwald hat dafür einen sogenannten partizipativen Prozess gestartet. Das heißt, die Menschen aus Platten sollen mitreden können, was den Charakter von Platten ausgemacht hat und auch wieder ausmachen soll. Auch Nicole beteiligt sich an diesem Prozess. Eine Kirche muss sicher sein, aber es muss auch nicht mehr so... Mir spielt das eine Rolle als die gleiche oder eine andere oder eine kleinere oder wie oder was. Da bin ich offen für vieles. Ich finde einfach schön, ein Dorfzentrum, rundherum die Black, sicher, es war für die, die wollen, wieder eine Möglichkeit für Einfamilienhäuser. Und diskutiert wird auch über ganz spezifische Dinge. Eine bestimmte Mauer, ein Weg oder... Das Glockengeläute, das hat einen bestimmten Ton gehabt. Die kleinste, die zweitkleinste, bis zur grossen Glocke. Und je nachdem, was für ein Fest war, hast du das Glockengeläute, das hast du im Ohr. Und für einige ist das viel, bedeutet das viel. Aber es ist nicht alles immer nur heile Welt. Es gibt auch Diskussionen, aber ja, das ist schon menschlich, jeder will nicht das Gleiche haben. Was die einen unbedingt wollen, wollen andere auf gar keinen Fall. Es geht zum Beispiel um die Frage, ob der Dorfplatz autofrei sein soll. Ja, es ist klar, jeder Mensch ist anders, hat andere Vorstellungen und Prinzipien. Diskussionen hat Nicole zum Beispiel mit Menschen, die in Platten ihren Zweitwohnsitz haben. Weißt, die haben einfach das Gefühl, sie kommen an erster Stelle und sie warten sicher nicht, bis wir Erstwohnungsbesitzer durch sind und sie wollen jetzt und euch sofort oder sie finden einfach die Idee blöd. Das geht dann auch mal so weit, dass Nicole sagt, so Leute, ich wäre einfach froh, wenn du gar nicht mehr auf die Platte kommst. Ziemlich direkt. Aber ja, das ist wohl auch eine Realität in einem solchen Prozess. Die Menschen haben ganz unterschiedliche Ansichten und Interessen. Das kann zu Konflikten führen. Nicole ist es wichtig, dass diese Konflikte den Prozess nicht blockieren. Ich muss halt die jetzt da tagelang und stundenlang daran arbeiten und unterstützen und auch nicht unnötig noch mehr Steine an den Weg legen, wenn man so sagt. Ich habe mir diese Frage immer wieder gestellt. Kann eine Heimat überhaupt wieder aufgebaut werden? Kann etwas Neues, etwas Altes, das so wichtig war, ersetzen? Nicole hofft es. Jelena hingegen glaubt nicht wirklich daran. Ich wenn es ein neues Plateau gibt, das alles, was wir hatten, das gibt es einfach gar nicht mehr. Sie kann sich nicht so recht vorstellen, dass sich Platten 2.0 wieder wie Heimat anfühlt. Da waren wir zuerst mal gesoffen, da waren wir zuerst mal getanzt, da war ich zuerst mal geküsst, keine Ahnung. Das existiert alles nicht mehr und ich glaube, ja, egal wo ich jetzt wohne, da bin ich ja nicht aufgewachsen.
Jelena weiß nicht, ob sie zurückkommt, wenn es Platten wieder gibt. Ich glaube, ich lasse das einfach auf mich zukommen und los auf mein Herz, ob ich will oder nicht. Weil es wird sicher nicht mehr so, wie es war. Ich glaube, von dieser Vorstellung muss man wie loslassen. Und nachher ist die Frage, welches kommt überhaupt noch alles zurück? Weil die Nachbarschaft zum Beispiel, die du hast, ist ja dann vielleicht nachher nicht mehr. Und schlussendlich siehst du ja gleich auf den Schuttkegel immer. Jelena wird dieses Jahr 24. Am 28. Mai, exakt an dem Tag, an dem sich der Bergsturz im Lötschental jährt. Sie hat den größten Teil ihres Lebens noch vor sich. Sie hat Zeit, kann sich noch viele Gedanken darüber machen, welchen Weg sie einschlägt und wo sie noch hin will. Das ist nicht bei allen so, die in Blatten gewohnt haben. Manche sind alt und haben nicht mehr die Zeit, andere nicht die Kraft. Und andere sehen für sich keine Alternative, als wieder zurück nach Blatten zu gehen. Matthias Bellwald glaubt sehr wohl daran, dass diese Menschen sich im neuen Blatten zu Hause fühlen können. Die wollen vermutlich darum zurück, weil das Heimatgefühl mit dem Ort, wo Blatt war, der Umgebung, vermutlich sehr stark verbinden. Die wissen, wo der Dorfplatz war und wünschen sich wieder irgendwo da eine Kirche. Und die wünschen sich natürlich in diesem Teil des Lötschental wieder eine Wanderung zu machen, von Blatt auf Chiemgau. Das fehlt ein Haufen Leute, oder? Und genau für diese Menschen soll Blatten wieder entstehen. Es geht ja darum, dass man den Leuten, die zurück auf Blatten wollen, die Möglichkeit gibt, zurückzugehen. Das mag persönliche Gründe geben, warum jemand wegzieht. Das ist ja nicht, dass man das verhindern will. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man den Leuten, die zurück wollen, die Gelegenheit gibt, zurückzugehen. Okay, wenn ich jetzt direkt in Mingo wäre ich sofort dabei. Aber ganz so sicher ist sich Nicole irgendwann nicht mehr, wie es bei ihr weitergeht. 5 Jahre sind halt gleich eine lange Zeit. Und da sind meine Kinder 11 und 9. Das ist ein grosser oder ein wichtiger Teil der Kindheit, ist halt dadurch. Da musst du jetzt halt gleich so gut wie möglich planen. Aber wirklich planen kann Nicole aktuell nicht. Es ist einfach wirklich der Zeitfaktor, der mir Angst macht. Wenn du dich darauf verlässt, 5 Jahre, zack, bist du wieder da. Aber das ist einfach für mich nicht ganz realistisch. Und je länger Nicole nachdenkt, umso größer wird irgendwie auch die Ungewissheit, habe ich den Eindruck. Wer sagt, ist, dass wir in 5 Jahren bleiben können? Du musst ja dann wieder darüber nachstudieren. Da sind 30, 40 Familien, aber alle nach der gleichen Zeit bleiben. Du musst ja dann noch die Firma haben, die Zeit haben. Du musst einen Boden geregelt haben. Das sind alles so Sachen, die die Gemeinde halt im Moment noch nicht sagen kann. Und ich will ehrlich gesagt nicht da in 2, 3 Jahren noch diskutieren, darf ich jetzt in der oder der Parzelle bleiben und so. Darauf hat man einfach keine Lust mehr. Auch andere Menschen aus Blatten sind am Abwägen oder haben bereits Klarheit. Also klar, es gibt halt Leute, die haben jetzt direkt entschieden, wir machen ein neues Leben an einem anderen Ort. Wir bleiben hier, wir kommen nicht mehr hin. Und offen über die eigenen Pläne zu sprechen, kann auch schwierig sein. Ja, es ist halt vor allem, wenn jemand aus einem Bekanntenkreis jetzt sagt, für mich ist das Thema erledigt. Und nachher denke ich nicht, ich finde das schade, ich habe endlich gerecht, wir gehen zusammen mit der Mine oder so. Du willst ja nicht noch mehr Unruhe schaffen, also, und du musst halt einfach das akzeptieren und schweigen. Aber manchmal löst es auch etwas ganz anderes aus in Nicole, wenn sie davon hört, dass Menschen wegziehen. Ich bin ja sehr so egoistisch und denke dann wieder auf die andere Seite. Jeder, der nicht mitkommt, ist tipptopp, dann habe ich mehr Platz. Aber eben, du merkst, meine Gefühle gehen euch so hin und her. So sehr hin und her, dass in gewissen Situationen auch ein Wegzug für sie eine Option ist. Also wir reden schon immer wieder darüber. Ich bin euch ehrlich, ich schaue immer so Bauprojekte an, Gampelstädten, Niedergästel, Breitlis. Du studierst halt schon viel nach, ob nicht, weil es gescheiter in eine andere Richtung ging. Weil irgendwie klingt ein Neuanfang eben doch auch verlockend. Wenn ich jemanden sehe, der sagt, zack, wir haben das Boden gekauft, wir Häuser, wir machen das Leben jetzt hier. Ich bin fast wie neidisch über sie, weil sie haben ihren Weg jetzt gemacht, sie haben die Entscheidung gemacht. Sie sagen immer alle, sobald sie haben entschieden, kriege ich einen grossen Stein vom Herz. Das ist halt der mir noch nicht gibt. Weil ich bin einfach noch nicht so weit zu entscheiden. Nicole verbindet einfach noch so viel mit Blatten. Ich habe geheiratet, wir haben auch Gebäude, wir wollen da sein, bis wir sterben, hier im Friedhof, wo unsere Vorfahren und ich sind.
Einfach grad, ich sage auch immer meinen Kollegen, die schon andere Pläne gemacht haben, ich bin noch nicht so weit, Plateau direkt abschließen. Im Moment gebe ich es noch nicht auf. Nicole ist wie viele Menschen aus Platten hin und her gerissen. Und auch die Meinungen zum Wiederaufbau gehen auseinander. Das Dorf ist im ersten Schock zusammengerückt. Aber die Katastrophe kann auch zu Konflikt führen. Also die Leute vom Gonda haben das gesagt, die Leute vom Bondo haben das gesagt und Brienz. Er muss einfach aufpassen. Am Anfang wächst man mehr zusammen. Und weil es so viele Entscheidungen zu treffen gibt, was so viele verschiedene Meinungen gibt, werden die aneinander geraten. Jelena überlegt sich seit dem Bergsturz zweimal, was sie öffentlich sagt. Sie hat Angst, dass ihre Aussagen polarisieren. Das, was ich an uns gelassen habe, das war sehr überlegt. Und ich habe nicht alles gesagt, was ich gedacht habe. Denn die Stimmung hat sich verändert. Umso länger das ist gegangen, umso mehr sind die Meinungen auseinandergegangen. Also umso mehr hat es beige Stimmen gegeben, wenn man gesagt hat, ich will nicht mehr zurück auf Plateau. Und hat es da Meinungen gegeben und hier Meinungen. Da gibt es nämlich noch ein anderes heikles Thema. Ein Thema, über das man nicht überall offen spricht. Es geht um einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Bergsturz und dem Klimawandel. Es ist wie ein riesiges Tabuthema. Und Jelena ist sich auch nicht sicher, ob es richtig ist, diesen Zusammenhang herzustellen. Sie sieht den Bergsturz als ein Extremereignis. Und gleich kann man es nicht abstreiten, dass irgendwas auch mit dem Klimawandel zu tun hat und dass einfach mehr wird passieren in Zukunft wahrscheinlich. Momentan machen wir, glaube ich, noch die Augen zu davor. Und ich habe sehr lange euch bewusst das nie erwähnt und nicht darüber geredet. Ich glaube, irgendwann kommt die Zeit, wo wir es müssen. Dass das vermutlich hat einen Grund gespielt. Das haben wir nie in Abrede gestellt. Aber die Diskussion nur in die Richtung zu führen, das ist weder wissenschaftlich, noch ist es wissenschaftlich seriös und das ist auch nicht faktenbasiert. Das ist dann verpolitisiert gewesen. Ob der Bergsturz direkt mit dem menschengemachten Klimawandel zusammenhängt, das wird aktuell noch untersucht. Einig sind sich die Forscherinnen und Forscher aber, dass die Klimaerwärmung die Gefahr für große Bergstürze erhöht. Platten soll trotzdem wieder aufgebaut werden. Die Walliser Kantonsregierung will den Wiederaufbau mit einem Sondergesetz beschleunigen. Das ist im Kanton politisch von links bis rechts breit abgestützt. Aber Matthias Bellwald hört auch andere Stimmen. Es hat letztes Jahr, also im September, Oktober, habe ich einmal so den Eindruck gehabt, es werde die Frage vermehrt gestellt, ob man nicht müsste sagen, vergessen es, wir siedeln die Leute um. Und das sind nicht nur einige wenige Stimmen, die das so sehen. Ein paar Monate nach dem Bergsturz ist eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung gegen einen Wiederaufbau. Das hat eine repräsentative Umfrage von Sotomo gezeigt. Die Mehrheit sagt sogar auch, wenn Naturgefahren drohen, sollen Bergbewohnerinnen und Bewohner, wenn nötig, zwangsumgesiedelt werden können. Mich hat erstaunt, wie einig sich die Menschen auf dem Land und in der Stadt waren in diesem Punkt. Die Umfrage ist natürlich eine Momentaufnahme, aber ich lese daraus, Priorität hat für die Schweizer Bevölkerung das Thema Sicherheit. Der Ort, wo es sicher ist, gibt es gar nie. Darum ist meine Frage, ja, wo würden Sie denn gehen, wo Sie sicher sind? Wüssten Sie heute einen Ort auf der Welt, wo Sie sicher sind? Sie würden wahrscheinlich schon sagen, ja, es gibt sicher einen Ort, wo weniger von Naturkatastrophen und Naturereignissen betroffen sind als ein Ort im alpinen Gelände oder ein Ort vielleicht direkt am Wasser. Aber ich kann mir vorstellen, dass überall Natur ist. Also die Vorstellung zu haben, dass ein Hochhaus nicht Natur ist ja irgendwie im Verständnis nicht ganz nachvollziehbar, weil schlussendlich ist auch das der, wo das Hochhaus draufsteht, Natur. Wir sind umgeben von Natur und wenn du in der Natur bist, bist Naturgefahren immer ausgesetzt. Und mit denen musst du einfach leben und umgehen. Für den Wiederaufbau von Platten muss sich die Gemeinde an eine neue Gefahrenkarte halten. Und diese Karte zeigt, ja, in Platten kann wieder gebaut werden. Aber gleichzeitig hat der Bergsturz auch etwas mit den Menschen aus Platten gemacht. Ich muss einfach sagen, seither schaue ich die Berge anders an. Wenn Nicole heute die Berge im Lötschental anschaut, sind sie nicht mehr einfach nur schön. Es wird dir so bewusst, dass sind eigentlich schon viele Sachen hängen, so passiert. Und das ist dann das, was mich so ein bisschen unsicher macht. Alle 10, 15 Jahre haben wir entweder einen Leuwenau oder einen Steinschlag oder
irgendetwas. Gut, das hast du überall. Wenn wir in den Talgrund gehen, kommt die Rune. Wenn du sonst das wo gehst, hast du keine Ahnung. Es gibt ja immer irgendwas vor. Aber ich sage auch meinem Mann, weil wir wirklich jetzt hier warten und schauen, ob es der nächste Berg gibt. Du hast halt schon so ein bisschen... Weil das vergisst du nie. Auch wenn jetzt so Geräusche sind oder wenn eine Lawine ist abgegangen oder so. Wenn du so einen dumpfen Knall kriegst, du tust einfach immer so zusammenzucken. Und ich glaube, das geht halt auch noch lang. Bei Jelena haben die vielen Unsicherheiten und Diskussionen darüber irgendwann auch einfach das Gefühl ausgelöst, ich habe genug von all dem. Einfach hat sie so eine Wut in mir gehabt. Und dann gleichzeitig, ja, die ganzen Sachen, dass ich einfach keinen Bock mehr hatte, über das Blatt zu reden. Und das einmal, ich habe einfach das Gefühl, ich muss einmal weg von dem allem her. Ich habe keinen Nerv mehr, das alles zu kehren. Ich will das nicht mehr jeden Tag lesen. Ich will nicht mehr mich jeden Tag damit auseinandersetzen. Ich will einfach einmal Abstand von dem allem. Und damit sind wir wieder in Davos, wo Jelena ja die letzten Monate verbracht hat. Ich frage sie, wie es ihr heute eigentlich geht. Also euch aktuell noch von ab. Es gibt immer noch Momente, was wieder mehr bewusst wird, was wieder mehr wehtut. Aber es gibt euch ganz viele Momente, die wunderschön sind. Zum Beispiel, wenn Jelena ihre Familie sieht oder ihren Freund. Sie merkt in Davos immer mehr, wie sehr sie das Lötschental vermisst. Mit seiner Kleinheit. Zum Beispiel am Treffpunkt an der Talstation in Wieler. In der Gondola war, noch Skifahren etwas trinken und der gemütliche Ausgang, das ist auch etwas, was ich so ein bisschen vermisse. Aber auch das Wallis per se fehlt Jelena, die Vertrautheit. Da kenne ich so viele Leute und dann kannst du einfach im Ausgang reden, stehen mit einem, hier mit einem. Das alles fühlt sich wie Heimat an, auch wenn das Dorf nicht mehr da ist. Jelena spielt jetzt mit ihrem Bergkristall, der an ihrer Halskette baumelt. Sie erzählt von ihren Plänen, die eigentlich gar keine sind. Ich habe noch nicht so konkrete Pläne. Also ich suche sicher wieder irgendeine kleine Wohnung im Lötschental, wenn ich etwas finde. Und nachher arbeite ich 1 Monat auf der Lötschenpasshütte arbeiten. Und nachher dann ich, keine Ahnung, ein bisschen als freie Journalistin arbeiten, ein bisschen reisen. Und nachher mache ich nochmal eine Saison als Skilehrerin daheim. Im Wallis, wo es den Après-Ski gibt, den Jelena mag. Und die Menschen, die Jelena gut kennt und die sie kennen. Und das war's dann auch mit den Plänen, die Jelena ja gar nicht mehr macht. Ich habe es ein bisschen aufgehört, langfristig zu denken und das ist noch eine recht entspannte Lebenseinstellung. Das ist etwas, was mich der Bergsturz hat gelehrt. Es bringt nichts zu planen, weil es kommt sowieso anders. Das Leben wird dir zeigen, was passiert. Der Bergsturz hat die Menschen im Lötschental verändert. Und er hat auch etwas mit der Schweiz gemacht. Damit, wie wir auf das Leben in den Bergen schauen. Wenn es ums Leben dort geht, dann zählt für viele in der Schweiz die Sicherheit. Wenn die nicht gegeben ist, kommt für sie sogar in Frage, Berggebiete aufzugeben. Auch die Menschen aus Blatten schauen heute mit anderen Augen auf die Berge. Sie sehen aber vor allem das, was ich nach dieser Serie besser verstehe, was für sie Heimat ist. Und vieles von dem ist nach dem Bergsturz noch da, in der kleinen Après-Ski-Bar, in der Blasmusik und in der Erinnerung an den Glockenschlag. Ich habe gelernt, Heimat ist individuell. Sie kann verbinden, aber auch zu Streit führen. Nach einer Katastrophe erst recht. Und Heimat ist auch immer eine ganze Geschichte, die wir in uns tragen, die uns niemand nimmt, ob wir sie erzählen oder auch mal für uns behalten. Wie Jelena aus dem Lötschental. Das war Adelblatten. Ein Dorf verliert seine Heimat. Eine Serie von News Plus Hintergründe. Wenn ihr euch bei diesem Podcast zu Hause fühlt, dann teilt ihn doch gerne mit anderen Freundinnen und Freunden. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen in eurer Podcast-App. Danke dafür. Komplimente und Kritik gerne auch direkt per Mail an uns newsplus@srf.ch.
Recherche Sabine Steiner, Produktion Oliver Carrison, Mitarbeit Lea Sager und das Team von SRF Recherche und Archive. Sounddesign Michael Studer. Und ich bin Vanessa Ledergerber. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.